Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 23. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe der TSG Hoppenheim. Und ihr erwischt uns hier in einem etwas abgefeierten Moment, denn der Karneval liegt hinter uns und wir stehen hier am Aschermittwoch mitten in Löwenich, direkt am Festzelt. Und hier wurde ja bis vor kurzem, sprich bis gestern Abend, noch kräftig gefeiert im ganzen Dorf. Und jetzt ist es vorbei und deswegen müsst ihr heute mit diesem etwas tristen Szenario hier leider leben. Das abgefeierte Szenario, wenn man sagen muss, ne, schön ist ja immerhin hier unsere Basilika St. Severin, ne, 12. Jahrhundert, also gar richtig schönes altes Ding, gehört halt zu unserem Dörfchen dazu. Wir wollten uns noch nicht so wegbewegen, wir sind ganz schön angeschlagen. Also wir machen hier heute eine ganz ruhige Nummer. Wir haben gut gefeiert, muss man sagen. Absolut. Wir hatten eine schöne Zeit, also inklusive zum Beispiel 1. FC Köln, Karnevalssitzung. Das war ein ganz, ganz wunderbarer Abend. Ein Dankeschön an alle, die das organisiert haben. Wirklich eine tolle Geschichte. Vielen netten Leuten gesprochen. Ich muss sagen, erinnere ich mich sehr, sehr gerne zurück. Ich kann mich auch an alles erinnern. Also es war zwar ekstatisch, aber jetzt nicht übertrieben. Ja, also wir haben das Ganze im Zweitagesrhythmus dann über die Bühne gebracht. Trotzdem ist es nicht ausgeblieben, dass ich auch ziemlich angeschlagen bin heute. Deswegen, ich habe schon eben gesagt, du darfst mich nicht zum Lachen bringen, weil sonst kommt der Husten direkt durch. Also wir müssen leider heute versuchen, nicht allzu viele Witze zu machen. Wir sind sehr ernst. So. Aber über Karneval können wir natürlich trotzdem ein bisschen plauschen. Wir haben dann Weiberfastnacht wunderschön gefeiert im Stuckmanns in Klettenberg, ehemals ABS, das werden viele von euch kennen. Wir waren dann am Samstag, am Samstag natürlich zum FC gucken, waren wir im Gertrudenhof am Neumarkt neben der Apostelkirche und haben uns das Spiel angeschaut. Und Rosenmontag, das kannst du jetzt wieder erzählen. Ja, da waren wir im Gaffel am Dom, das war auch wunderbar. Ihr wisst alle, Rosenmontag, das Wetter war natürlich, ich möchte sagen, optimierungsfähig. Ne? Zwischendrin hat die Sonne mal geschienen, aber wir hatten halt das Glück, dass wir immer wieder rein konnten dann drin lecker Kölsch trinken und auch ein bisschen was Müffele. Also auch bei so einem Wetter kann man da einen wunderbaren Rosenmontag, auch, kann man draußen auch, ne? Aber wir hatten es mal also wirklich asozial bequem. Also wir hatten es wirklich unfassbar gut. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und auch das super organisiert. Also ich muss sagen, einen schöneren, entspannteren, auch muss ich sagen, Karneval kann ich mich kaum erinnern, einen gehabt zu haben. Ne? Auch wenn wir jetzt ein bisschen angeschlagen sind. Ne? So, aber es gab einen kleinen Partycrasher gab es ja trotzdem. Und da springe ich jetzt von Rosenmontag wieder zurück auf den Samstag. Und ja, das war nun mal das FC-Spiel. Ne? Wir haben es im Gertrudenhof geguckt und haben uns eigentlich gefreut, dass kein Ton lief, sondern dass parallel die Karnevalsparty weiterging. Ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht, weil ich noch nie richtig Karneval im Gertrudenhof gefeiert habe. Aber sehr, sehr geile Location, auch eine geile Party, sehr große Screens, auf denen man dann parallel das Spiel gucken konnte. Es gab auch nicht so viele Läden, die gezeigt haben. Ja, genau, deswegen sind wir da gelandet. Ne? Die haben wahrscheinlich alle gedacht, die verderben uns sowieso die Party, die Kölner. Ne? Ja. Also. Ja, und dann nahm das Spiel so seinen Lauf. Und die erste Viertelstunde war natürlich ein bisschen kompliziert, ist richtig. Aber ich fand, dass der FC sich dann gefangen hat im Laufe der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit, also ich will nicht sagen, die Stuttgarter dominiert hat, aber wir haben sehr viel Spielkontrolle dann doch gehabt. Und ich fand das auch wieder eine ordentliche Leistung. Jetzt werden wieder Leute sagen, da wird was schön gequatscht. Nee, also dass wir dann den Ausgleich relativ spät gemacht haben in der 79. Minute, tut für mich auch nichts zur Sache, ob ich das jetzt vielleicht mit einer radikalen Maßnahme erreicht habe, indem ich 2 Innenverteidiger, natürlich war das unkonventionell und sowas sieht man nicht alle Tage, aber es hat dazu geführt, dass wir den Ausgleich gemacht haben. Und ja, jetzt kannst du natürlich sagen, schön doof, dass wir quasi im Gegenzug dann das 1:2 kassieren. Ja. Ich würde auch jetzt die Begründung des Trainers, dass das ein unfassbar gut vorgetragener Angriff. Oh Gott, ein Anruf während des Spiels. Wir hatten einen Angriffsbeantworter. War nur bedingt gelten lassen, weil das kannst du trotzdem auch anders verteidigen. Aber es war natürlich schon auch geil gespielt, ne? Keine Frage.
Und ja klar hätte man hätte, ich kann es nicht mehr hören, hätte Fahrradkette, wenn man den Raf Vandenberg gebracht hätte, unmittelbar nach dem Ausgleich und wirklich dann alles dran gesetzt hätte, dieses 1:1 zu verteidigen, dann wäre es im Nachhinein wahrscheinlich die richtige Maßnahme gewesen. Aber hallo, es war natürlich auch, wir hatten gerade den Ausgleich gemacht, es war ein Moment, ja, da fasst du dann vielleicht nicht den ganz richtigen Gedanken und bist so ein bisschen euphorisch und denkst, jetzt schaffst du vielleicht mit diesem selben Trick sogar noch das 2:1. Ja, und das ja. war vielleicht ein bisschen blauäugig. Ne? Ja, aber ich meine, das mag natürlich daran liegen, dass wir da mitten in der Karnevalsfeier waren, aber mein Gedanke war durchaus, Mensch, das Ding können wir auch noch gewinnen, das können wir auch noch hinkriegen. Und ich finde eigentlich gut, wenn die Mannschaft auch an sich selber glaubt an der Stelle und das für möglich hält. Dann kannst du im Nachhinein, wenn es nicht gelingt, sagen, das war blauäugig. Aber ich finde grundsätzlich diesen Willen zu gewinnen und lieber 3 Punkte zu haben als einen, finde ich ziemlich cool. Mir hat das gut gefallen. Ich habe an der Leistung auch absolut nichts auszusetzen, wiewohl das trotzdem natürlich, klar ist das ein Partycrasher. Den Jungs wird ja nicht anders gegangen sein. Und da sind wir im Grunde direkt bei unserem Motto, nicht direkt, hat ja jetzt ein bisschen länger gedauert, ne? Denn unser Spieltagsmotto lautet: Belohnt euch. Mal wieder. Jawohl, ja. So, ihr seht, die Shirts haben wir nicht dabei. Kann man nur wirklich nicht erwarten, dass die Leute bis Eschermittwoch dann schon sofort ein Motto-Shirt für uns parat haben. Ja. Wir machen auch das etwas relaxter. Ja, heute ja. Aber ich finde, ach so, Moment. Aber wir können auf jeden Fall. Ja, jetzt trinken wir hier 0:0. Und in Bad und WC. Ja, genau. Wir haben Dry Eschermittwoch, haben wir gesagt. Dry Eschermittwoch. Aber nur bis 22 Uhr. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Hoppenheim, ja genau. Grüße. Grüße, Leute. Siehst du? Schäumt wie mit Umdrehungen, ne? Geht auch, ne? Naja, Komm heute ist halt alles so ein bisschen anders. Also heute ist ganz klein bisschen anders. Das kann man schon machen. Ich habe auch den Aber Faden noch verloren. Bonbon Ich im wollte Mund ihm. dazu. Was ist? Habe ich? Ich habe noch einen Bonbon im Mund Ach und so. das schmeckt. Das schmeckt ein bisschen komisch in der Mischung. So, ja. Ja, also ich wollte eigentlich ja nur sagen, dass ich bin zufrieden mit der Nummer trotzdem. Also keine Punkte, klar, kein Mensch freut sich, wenn er keine Punkte hat, aber richtig scheiße fände ich, wenn die Jungs keine Leistung zeigen. Und ich finde, die haben nun wirklich, also sie sind ja Karneval nicht da gewesen, sie konnten nicht so feiern und für die Entbehrungen und für die ganze Arbeit, die sie leisten, wofür sie eben nicht entlohnt werden in letzter Zeit, weil sie das Pech haben, nichts hinten rauszukriegen. Da traurig, muss ne? wieder was schade. kommen einfach. Und das ist jetzt kein, Ja. wie soll ich sagen, Pistole auf die Brust, sondern es ist eher, wir wünschen euch das Ja, sehr, absolut, weil ihr echt absolut. arbeitet dafür. Das kann man ja sehen. Und das finde ich klasse. Ja. Also für den Einsatz und auch für den Verzicht. Ja, genau. Jetzt nicht Karneval gefeiert zu haben, hätte man sich gerne belohnen dürfen. Ihr habt es leider nicht geschafft. Lag dann doch am Ende starken Stuttgartern und vielleicht an, dass man ein bisschen zu ungestüm dann vorgegangen ist. Whatever. Yes. Wir denken ja, wie ihr wisst, nur von Spiel zu Spiel. Und gegen Hoffenheim hast du wieder die Chance, dich zu belohnen. Und es ist ein Fußballspiel. Und da ist alles drin, trotz dessen, dass es jetzt auch eine Mannschaft ist, die gerade einen ziemlichen Lauf hat. Ja, wer nicht belohnt wurde, Ja, ich glaube, unser jemand Assistenztrainer, hat das ne? Unser Bötchen verlassen. Standardtrainer. Ja, genau, ja. Kann man natürlich von außen, ich meine, dass wir mit den Standards jetzt nicht so richtig glücklich aussehen, ist schon klar. Von außen beurteilen kann man das, finde ich, eher schlecht. Was ich komisch finde, ist, dass auch da wieder Leute was zu schimpfen und zu motzen haben. Und zwar, warum finde ich das komisch? Meiner Ansicht nach muss man schon Chancen nutzen, wenn man sie sieht. Wenn man das Gefühl hat, ich muss hier was verbessern, ich muss vielleicht einen Reiz setzen, ich muss irgendwas verändern, dann sollte man das wahrnehmen. Und dann kann man nicht immer motzen. Du kannst nicht sagen, auf der einen Seite, boah, die sind ja völlig untätig, da passiert ja gar nichts, hier muss endlich mal irgendwie mit harter Hand durch. Wenn dann einer was macht, dann heißt es, der ist jetzt das Bauernopfer. Also ich bin immer froh, wenn ich sehe, da ist eine Aktivität drin. Diese Aktivität findet jetzt statt zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht schon irgendwie völlig verzweifelt am letzten Platz oder sowas sind. Da kommen die Flieger schon, ich sehe die gar nicht. So, ja, ne? Und deswegen bin ich erstmal happy darüber, dass ich überhaupt sehe,
Da ist eine Analyse gemacht worden und die haben eine Idee, wie man das ändern kann. Ne? Schade für den Kollegen, Ja. aber so ist es. Aber man kann Spiel, ich finde, man kann das schon auch von außen beurteilen. Also gerade was die Standards anbelangt, dafür gibt es ja auch Statistiken. Ja. Und Standards, da sind wir seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten schlecht. Und zwar richtig schlecht. Und was kam mir direkt in den Kopf? Welche Gedanken? Wir haben wahrscheinlich zu lange diese eine Variante geübt, die endlich mal dann auch geklappt hat gegen Mainz, nämlich Waldschmidt auf Bülter am kurzen Pfosten. Bülter verlängert auf Ache, der Ache köpft an den Pfosten, der Ball fliegt zurück in Aches Gesicht und geht von da aus ins Tor. Also das ist so eine schwierige Variante, dass man sich so darauf fokussiert hat, statt einfach mal... Es hätte ja auch gereicht, Waldschmidt auf Ache und Tor. Ne? Ja. So, also, Oder wie in der Vorbereitung, und Keins deswegen, auf Ache. ja, genau. Und deswegen ist wahnsinnig viel liegen geblieben. Vor allen Dingen auch, was jetzt die gegnerischen Standards anbelangt. Und also vor allen Dingen dieser Freistoß gegen Red Bull Leipzig, tut mir leid, also wenn du das war eine Zuordnung aus der Hölle und das Baumgartner, ich meine, das ist ja jetzt alles andere als ein Kopfballungeheuer, ne? Sowas von frei in den 16er eindringen kann, daneben steht ein Cluster von 4 Kölnern, die stehen sich gegenseitig auf den Füßen rum, der Baumgartner nickt das Ding ein und ja, also sorry, ganz ehrlich, wer auch immer für diese Standardausführung verantwortlich gewesen sein soll, da wundert mich wirklich nicht, wenn du den Mann dann mal zur Disposition stellst. Ja, ich wollte damit auch nicht gesagt haben, dass man nicht beurteilen kann, ob jetzt wir da uns gut anstellen oder nicht. Das kann man sehr wohl sehen, ne? Aber ich kenne den Kollegen nicht und ich kann nicht beurteilen, woran das dann liegt, dass die Dinge, die vielleicht trainiert werden, dann nicht umgesetzt werden. Keine Ahnung. Also wir wissen alle, das ist komplex, da können ganz viele Dinge eine Rolle spielen. Und ich finde grundsätzlich nur zu sagen, ich möchte hier aktiv werden an der Stelle, selbst wenn das ein super Typ wäre, manchmal musst du, jetzt haben wir bei Trainern auch schon gehabt, dass du sagst, wir lieben den Trainer, aber du musst irgendwann einen Reizpunkt setzen. Du kannst nicht alle Dinge immer so weiterlaufen lassen. Ja. Und dafür habe ich immer großes Verständnis und finde auch, das ist ein positives Zeichen. Mehr wollte ich dazu gar nicht. Also, sehe ich genauso. Menschen, ja. Sehe ich genauso. Ja, haben wir das auch besprochen. Und jetzt müssen wir nur noch die Hoffenheimer. Die Hoffenheimer, kein Mensch braucht die ja, ne? Also. Die sind Dritter und das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, das guckt sich keiner an. Ja. Hoffenheim spielt Champions League und keiner geht hin und keiner kriegt es mit. Vor allen Dingen in Heimspielen, natürlich zu Auswärtsspielen da fährt ja eh keine Sau. Also da kommen gegen uns, wie viele werden kommen? Vielleicht 100? Wenn es hochkommt. Es ist auf jeden Fall wieder wirklich eine Ohrfeige für jeden Menschen, der den Fußball liebt und der die Gemeinschaft liebt beim Fußball und alles, was kulturell drumherum passiert. Deswegen tut mir das in der Seele weh. Also dass wir da jetzt die nicht leiden können, das ist ja eine Sache, aber es ist einfach auch das ist eine Gemeinheit den Leuten gegenüber. Es ist einfach eine totale Gemeinheit, dass die überhaupt da rumeiern dürfen. Ich finde, das ist unverschämt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also meine Abneigung gegen Hoffenheim, die ist mittlerweile gar nicht mehr so groß, weil sie ist völligem Desinteresse und völligem Mitleid gewichen, wenn ich das sehe in Hoffenheim. Also diese leeren Ränge, ich meine, das kannst du, wem willst du das noch verkaufen? Das kannst du dann, dass die Spieler nicht reihenweise abwandern, ja, ist ja logisch, das liegt natürlich nur an der Kohle, aber also für dieses Ding kann man wirklich nur noch Mitleid haben. Trotz dessen, dass sie jetzt auf einem Champions League Platz stehen. Es kostet uns richtig Geld an nicht verkauften Karten da, muss man auch sagen, ne? Weil wenn die ihren Blog da nur so halb voll kriegen, die müssten ja Geld mitbringen, dass sie bei uns spielen dürfen. Da sind ganz viele Aspekte dabei, dann belegen die am Ende des Tages in der Liga einen Platz für eine Mannschaft, die Fans haben, die das gerne erleben würden. Ja, also es hat für mich mit dem Sport, den ich liebe, überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Und jetzt kommen wir da vielleicht auf die Art und Weise zu dem kleinen Werbeblock, den wir einschieben wollen, denn Fußballkultur haben wir uns ja auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ne? Mit unserer Mottokiste, ne? An die möchten wir erinnern und da möchten wir euch natürlich herzlich einladen. Eintritt frei. Wir werden auch langsam so ein bisschen hibbelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Denn heute Aschermittwoch und das ist am 26.02., sprich heute in 8 Tagen ist es soweit. Und wir sind vor allen Dingen auch super gespannt, wer von euch da aufschlagen wird an dem Abend in der Kölsch-Bar. Eine richtig geile Kneipe übrigens, wer es nicht kennt, in der Lindenstraße. Und wir werden noch ein bisschen an unserem
kleinen Auftritt und Programm feilen jetzt in den letzten 8 Tagen. Ja, wir aber müssen noch es was ist machen. natürlich, also weil ich auch gefragt wurde, was macht ihr denn eigentlich? Wir machen das, was wir am besten können, nämlich in der Kneipe stehen und dummes Zeug erzählen. Ja. Ne? So, und das Ganze natürlich, Wenn die Stimme zurück ist. ja, okay, ja. Aber Nicht, dass wir euch einhusten. Oh, siehst du? Entschuldigung. Ich wollte dich sollst mich nicht. nicht zum Lachen bringen. Ja, ja. Also So. es wäre schön, wenn wir uns dort sehen am 26.02. und es wäre noch schöner, wenn wir uns dort sehen und 3 Punkte mehr im Gepäck hätten und dann nicht alle so lange Gesichter machen. Aber wenn das passiert, was eigentlich der Normalfall wäre, dass man gegen eine Mannschaft, die so derartigen Lauf hat, jetzt nicht sofort siegreich vom Platz geht, dann werden wir trotzdem viel Spaß haben. Und wir werden trotzdem auch nicht absteigen. Wir kriegen das alles schon hin. Ja. Also das waren jetzt harte Brocken. So, und wäre schön, wenn wir uns da sehen. Auf jeden Fall sehen wir uns am Samstag 15:30 Uhr. Das ist jetzt die Vorfreude auf das Ende, dass man es geschafft hat, diese PK. Also Samstag 15:30 Uhr, Müngersdorfer Stadion gegen Hoffenheim. Und es geht wieder von vorne los. Und wir sind weiter optimistisch mit den Jungs, die wir auf dem Platz haben. Und zu dem Team, an das wir glauben, gehört auch weiterhin unser Trainer. Prost, Leute. Absolut. Wir sehen uns am Samstag. Belohnt euch. Belohnt euch mal wieder. Prost.